Welkom te einem nieuwen Typ zingen. Vi freien uns so, dass die nächste Stunde mit die Typ te verbringen en Typ Gott te loven, even am te staunen en niet van am te leren. Wir fangen an. Je bruikt ne harten Präsenam, denn wer kann unseren Gott abhüllen? Hans Gott ist der Lev von Juda, sieben Brallen ist mächtig, heut kämpft unseren Kampf, jeder Knäuel wird verwehen. Hans Gott ist dort Lamm starb für uns, für den Sinn von der Welt. Sein Blut brüht dort jeder Knäuel wird wehen für den lebenden Lamm. Jeder Knäuel wird verwehen. Für uns kommt. Der Gott, der uns erlöst, es hierhin merkt Gefangene frei, denn wer kann unseren Gott abhüllen? Hans Gott ist der Lev von Juda, sieben Brallen ist mächtig, heut kämpft unseren Kampf. Jeder Knäuel wird verwehen. Hans Gott ist dort Lamm starb für uns, für den Sinn von der Welt. Sein Blut brüht dort jeder Knäuel wird wehen für den lebenden Lamm. Jeder Knäuel wird verwehen. Denn wer kann unseren Gott abhüllen? 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 Denn wer kann unseren Gott abhüllen? Wer kann unseren Gott abhüllen? Wer kann ihn abhüllen? Hans Gott ist der Lev von Juda, sieben Brallen ist mächtig, heut kämpft unseren Kampf, jeder Knäuel wird verwehen. Hans Gott ist dort Lamm starb für uns, für den Sinn von der Welt. Sein Blut brüht dort jeder Knäuel wird wehen für den lebenden Lamm. Jeder Knäuel wird verwehen. Und im nächsten Leute singen wir, und ihr andere mögt davon, dass Gott nicht te Lot kommt. Seine Tit ist immer richtig. Hier kriegt bei uns lokal ist es nur so, dass wir so sagen,
gewacht habe die letzten Wochen, wo man sich dann einmal weiter fragt, ob Gott du wirklich mit seiner Zeit dort einfach so einen anderen Plan hat, als wie würde uns das rein, als viel Zeit wünschen, und am besten nu, wenn wir dort nicht kriegen, jankert haben. Und seine Zeit ist aber immer richtig. Und heute wird nicht der Lot kommen, auch du mit nicht. Und heute ist der Gott, der wird das ganze Universum regiert, heute ist der Herr über Regen und über all dort, wo die Naturgewalten sind. Und wie da wir ganz durchab vertrauen, heute ist auch in dem Moment immer richtig. In seine Zeit ist du Geld und heute wird nicht der Lot kommen. Helig ist von Gott, fällt du das in Ruhm, dine Gnoden leid, der Recht und Zorn. Helig ist von Gott, fällt du das in Ruhm, dine werden stein, geben Kraft, dine Machten Kraft, dine Weisheit verkommen, wir seien herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in der Welt oppreist dich, während du bist Gott. Herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in der Welt oppreist dich, während du bist Gott. Die Gnade von meinem Gott, der hält mich in jeff mir nie in Welt, wieder zu gehen. Der Zeit von meinem Gott, es ist immer richtig. Et wollt heute niemals der Lohn. Dine Machten Kraft, dine Weisheit verkommen, wir seien herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in der Welt oppreist dich, während du bist Gott. Herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in der Welt oppreist dich, während du bist Gott. Und wenn du bei mir bist, dann kann ich ruhig sein. Verdiene Tränen, oh Gott, habe Frieden. Und wenn du bei mir bist, dann kann ich mich dran freuen. Verdiene Tränen, oh Gott, sing wir nu. Herrlich, du bist herrlich, würdig, du bist würdig. Du hast die ganze Welt gemerkt, in der Welt oppreist dich, während du bist Gott.
Sie glände wie lode die an für eine Kindergeschichte. So ik mag jullie wat vertalen wat in dit boek staat. Dat is van de Bijbel vertaald. En dat gaat daarom, als jullie weten dat het veel geschichten van Jezus in dit boek heeft, wat hij op deze wereld deed. En waarom zijn die wichtig? Die zijn deswegen wichtig, wens we dan weten waar hij wil en wat aan wichtig wil als hij hier wil. En waar hij wil ons naar God wijzen, naar zijn Vader. En zo is deze geschichte ook. Een zeer wichtige geschichte, waar we weten wat Jezus wichtig wil als hij hier wil. Als hij met zijn vrienden door dat land trok, dan gingen zij ook de kerk. De kerk was een beetje anders als wat we vandaag van de kerk willen gaan. De kerk wordt vielleicht zo zijn als het Oude Testament, wie een tempel, oder een school, een klein gebied. Je nachdem wie groot de stad was, oder dat dorp was, zo hadden die ook gebieden daar en ze hadden ook school. Die namen dat een Judenschool. So, en deze school, en deze kerk, wo am Sonntag oder am Sabbat ook wordt van God zijn woord voorgelezen, vom Oude Testament, kwam Jezus ook met zijn vrienden volken aan. Wenn sie von einer Stadt nach der anderen trokken, dann sagten sie sich die Judenschool ab und gingen dort zur Kirche. Und so wird auch ditmal gingen sie an diese Judenschool nennen, an diese Kirche nennen. Und Jesus wusste all, dass da werden nicht einmal alle Menschen von ihm begeistert. Sie werden nicht mit allem einverstanden, was er deed. Er deed ein bisschen die Grenzen, ein bisschen Reiche. Aber er deed bloß dort, was sein Vater am sieht, was er tun soll. Und das, was er auch ansieht. Weil sie lebten am nicht einmal alles. So wird es auch in dieser Judenschule, wo die gingen, als sie zur Kirche gingen, da werden auch Menschen mank, Pharisäer wie die, oder auch andere Menschen, die am nicht ganz glaubten oder am zweifelten und nicht gerade wussten, was er dort meint. So wird es auch ditmal, wie ein Mann an dieser Kirchbahn, und der hat eine verdrehte Hand. Er steht mir so vor, der hat sie sich also mit verstärken. Und wer will all seine verdrehte Hand wiesen, nicht? Und Jesus ging zu ihm und sagt, wies mal her. Und die anderen Menschen, die ihm nicht sehr gleichen, die checken all sehr, was die tun. Und warum interessiert den dort, was er tun wird? Den interessiert dort, wenn es bei ihm wird so, im Alten Testament stund dort so, und so muss das tun. Sie dürfen nicht den Sabbat was tun. Dann sagt Jesus zu ihnen, für was ist das Tag gemacht? Für was ist das Tag, wo wir Kirche haben gemacht? Ist es nicht gemacht zum Gott tun? Ist nicht die Zeit zum Gott tun, nu kreibt durch, wenn die Gelegenheit ist? Das wird er früh. Und die Menschen checkten ihn an. Sie wussten nicht, was sie dort antworten sollen. Und Jesus ging zu dem Mann und sagte, wies mir mal deine Hand. Und er weist ihm die Hand, und Jesus nahm die Hand und heilte. In dem Moment, wie eine ganz verdrehte, verkrüppelte Hand, die nicht zu brücken war, wie glatt und schmack, dann stell mir so vor, dass man das Baby heute gewaschen sein. Vielleicht hast du Mann oder 40 gewaschen und checkt auf seine Hand nach und denkt, nicht mal voll da halt auf die Hand. So, die wollen einmal zu seine gewaschen sein. Also, das ist die Hand, was Jesus mal gemacht hat. Einmal Hand. Aber die anderen, die checkten und die wollen eine Ursache haben, um an zu beschuldigen. So steht es hier in Lukas Kapitel 6. Die checkten darauf und sie wollen eine Ursache haben, um zu beschuldigen für was er falsch getan hat. Und sie hatten das nicht so. Wie noch einmal so gewusst. Am Sabbat wird nicht geheilt. Aber Jesus sagte an, was darf einer am Sabbat tun? Göttet oder schlachtet? Menschenleben raten oder verdorben? Und so muss er die Hand fern, wenn es dort wie Kreuzes Johanna ich seht, der Tiet wie richtig, kreit dann durch, zum gesund machen. Und warum kann Jesus das tun? Wenn es er wie Haar über dem Sabbat. Er wie der Ganze, was er mal eingesagt hat. Er wie Haar über alles. Und wie immer eine gute Tiet, zum was Gott tun. Ich bang in einer Stadt, wo alles Lied ein Einhaft, wo ich mit der Ihren soll.
Komm, meine soll nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Ob jeden noch so schwer und weich, kiek ich op dort, wat niet vergeet. De eeuwigheid is mijn thuis. Daar hast du mir am Hart geleicht. En wann ich gestorben war, wollte ich, dat meine Seele ewig leeft. En deze hoop wordt mij dreeuwen, wat ik die je never stoom. Ik weet, ik zie je niet thuis. De oren hemmetjes bestuur. Spør jeg van din himmelrijk, hvor jeg for Emma bid i zijn. De eeuwigheid is mijn thuis. Daar hast du mir am Hart geleicht. En wann ich gestorben war, wollte ich, dat deine Seele ewig leeft. En deze hoop wordt mij dreeuwen, wat ik die je never stoom. Met focus op de eeuwigheid leef ik voor dat wat eeuwig blijft. Dat ziel vereeuwen dag voor dag, wat ik dat ziel erreichen. De eeuwigheid is mijn thuis. Daar hast du mir am Hart geleicht. En wann ich gestorben war, wollte ich, dat meine Seele ewig leeft. En deze hoop wordt mij dreeuwen, wat ik die je never stoom. Je alle, ik wil dat du mooi, ik wil zo bozig de tijd bloß vergeet. En im Vergleich mit einer Ewigkeit, und wenn Gott ein langes Leben schenkt, dann sind dort 70, 80 Jahre. Im Vergleich mit der Ewigkeit, dann ist dort wirklich eine so eine Karte Zeit, diese 70, 80 Jahre. So. Dort wird auch ganz bald die Zeit sein, wo wir alle Typ wird, sie nicht her sind, am Ostjanig sein worden. Ich freue mich all darauf. Ich freue mich so, dass ich mir nicht mehr vorstellen muss, wer du alle nu hinter dem Tele sitzt und mit singt. Da brauche ich mir dann gar nicht mehr vorstellen, wenn ich dann, wo ich dort mit jedem Typ zu sein, und dann war wir dort nicht bloß wie paar hier sein, und dort wird so Fan sein. Und ich kann mir auch vorstellen, wo ich gar nicht so interessiert bin, dann du dann sein, wer du mit mir kriegt eine Beziehung steht, wenn ich dann nicht kenn ich sein kann. Und ja, dort wird ein Bild sein und dort wird sehr schön sein.
aus Jenny sein. Hielen hier dann auch, wann wie Gott aus Jenny sein. Hielen hier dann auch, wann wie Gott aus Jenny sein. Hielen hier dann auch, wann wie Gott aus Jenny sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Friede, Wort dann sein, wann wie Gott aus Jenny sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gott aus Jenny sein. Halleluja, Halleluja, unseren Gott aus Jenny sein. Jesus, Dankeschön, dort wie nicht erst ab der Ewigkeit wachte, Brücke am Teddy te zingen. En für die te zingen en Eva die te staunen, wie du bist und wer du bist. En haar dat wel wie nur dünne, wenn Elando uns von die verteilt. En von die eine Botschaft ja für uns. Und wir beten in beide darum, dass du uns upne Horte schenkst. Dankeschön, Herr Jesus, sei ich dir auch nochmals von dir in diesem Moment, dass wir uns ab diesen Orten wie ich mit dem Wort beschäftigen, was du uns für viele Jahre hast abschreiben lassen. Und dass du anhöllen bist, durch den Heiligen Geist uns daran zu lehren, damit wir die ähnlicher Worte kennen und damit wir so leben können, als uns vor dem Himmel dort von uns haben will. Musst du von dir in diese Gelegenheit, ab diesen Orten wie uns openbaren, was du uns sagen wirst, durch dort, was du durch deine Propheten hast abschreiben lassen. In der Erführung vom Heiligen Geist, damit wir verstehen können, damit wir glauben können und damit wir horchen können. Die ähnlicher Worte kennen und die verherrlichen können durch euch. In Jesus seinen Namen. Amen. Für ein paar Programme 3, das vierte Mal, als ich eine Botschaft bracht, wer einmal dort gehört hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich über dem Ausschnitt predigt von 1. Chronik, Kapitel 17, wo sich dort am eine Horde 3 handelt, zu dem Prophet Elias in der Zeit, als er dafür gebetet hat, dass das nicht regnen soll. Dann sagt Jakobus uns dort im Kapitel 5, dass Elia, ein schwacher Mann, ein einfacher Mann, so als du und ich, eine Person, bete Gott und das regnet 3 Jahre und 6 Monate nicht. So, da wir noch heute Zeit für das Falsch, was sei derjenige, wir können uns das leider nicht verstellen, was das bedeutet, 3 Jahre und 6 Monate nicht zu regnen. Joanna, seht ihr schon das Beispiel einmal, dass wir also ja noch Regen lüren deuten. Aber ich glaube, wir haben noch lange nicht so sehr gelürt, als das Volk Israel damals was gelürt haben. 3 Jahre und 6 Monate kann ich mir so vorstellen, was also ja wenig losgewasst sein ab ihr. Das ist wieder die Realität. Elia hat viel erfahren. Gott braucht am noch einem Riefer, der versorgt am durch viel mit Eten, nachher durch eine Witwe. Und dann lesen wir im Kapitel 18 in 1. Chronik. In dem Abschnitt möchte ich einmal lesen, wie ich dem interessant finde. Ich glaube, dass da viel Geld drin ist. Und ich lade die an, wenn du deine Bibel bei dir hast, schlau dir doch ab in 1. Chronik, Kapitel 18 und denk mit mir mit. Ich will noch ein paar Gedanken rausheben
En dat is echt mogelijk dat du andere gedanken ervinden oder erkennen wirst, die dat woord Gottes door zei dat en die voor die leven aanwenden wirst kennen. So, ich fange mal an zu lesen, Kapitel 18, ab Vers 1. Da sagt das so, dann entsteht Lothar, in das 3. Jahr kriegt Elia ein Wort vom Herrn. Er sagt, go und wies die ver Ahab. Dann wo ich das regnen Lothar abeiert. Und Elia ging, dat hij ver Ahab komen wird. Die Hungersnot, die wird sehr schlimm in Samaria. Und Ahab riep Obadja, dem Absächter von dem Paulus. Obadja hat immer mit sein Hort Herrn geläuft. Als Isabel mal dem Herrn seine Propheten aufschaffen deed, hat er 100 Propheten in 2 Gruppen in eine Heil verstärkt. 50 auf eine steht und auf eine andere steht auch 50. Häufig sah die door mit Brot und Wasser. Und nu zegt Ahab te Obadja, go mal durch dat land en kijk bij alle barms en rivers, of wie woher vinden, dat wie onze pierden müllers om leven huilen kennen, zest kunnen ons nog wat van die dood. En zij gingen en zochten, ein jeder op een anderen weg. Ahab weer op einen weg en Obadja op einen anderen. En als Obadja op een weg weer, traf Elia an. So schwind als Obadja Elia kan, val hij op zijn gezicht en zegt, bist du nicht Elia, mijn Herr? En Elia zegt, jo. Go du naar deinem Herrn, sei am, dat Elia hier is. En hij zegt, wat heb ik verschuldigd, dat du dienen deiner west en Ahab zijn macht geven, dat hij mij aanbrengt? So sicher als der Herr, den Gott lebt, hat mein Herr nur jeder Land in Königsreich geschickt, die zu sichern. Und wenn der sieht, dass du nicht durchwirst, dann verlangt er ein Eid von dem Königreich oder Volk. Dort sei die doch nicht fangen. Und du sagst nu, ich soll nur meinem Herrn gehen und am sagen, dass du hier bist? Wann so schwind als ich hier wieder go, dem Herrn sind jetzt die Macht nimmt, und keiner weit wohin. Was wird Ahab tun, wenn ich am gesagt hat, dass du hier bist, und heute dann nicht findet? Er wird mich anbringen. Und ich hab von klein ab Furcht gehabt vor dem Herrn. Weiß mein Herr nicht, dass als Isabel dem Herrn seine Propheten deut mir, dass ich 100 von die 50 in eine Heil und 50 in eine andere, Leben hält und die mit Brot und Butter versorgen deut. Und nu sagst du groot so, go naar deinem Herrn und sei am, dass Elia hier ist. Er wird mich sicher deut merken. Und Elia sagt, so sicher als der Herr, der alles regiert, leeft en voor dem ik sto, wo ik me van deel van am zijn lot. En Obadja ging naar Ahab en zei hem dat. En Ahab ging naar Elia. En als hij hem zag, zei Ahab te Elia, hier is hij, der Israël versteht. En Elia zei, ich habe Israel nicht versteht. Aber so als du und dein Vater regiert habe, und dem Herrn seine Gebote nicht gehorcht habe, und Baal gedient habe, dort hat Israel versteht. Aber nu raubt mal das ganze Israel, dat sei mich beim Karmelberg treffen. Bring die 450 Baal-Propheten und die 400 Asherah-Propheten, die bei Isabel ihren Dash eten. Und Ahab schickt eine Nachricht nach alle Menschen in Israel und versammelt die Propheten auf dem Karmelberg. Und Elia stellt sich vor das Volk und sagt, wie lang will die Jünd auf beiden Seiten der Lein schlafen?
Wanneer de Herr Gott is, dan deunt am. En wanneer Baal, dan deunt am. En dat valt juist am keine antwoord. En Elia zegt zu dat volk, ik zie de einzig van dem Herrn zijn profeten, wat immer gebleven is, over Baal, heeft 450 profeten. Bringt 2 jonge Balles. Lot an einen Ball nehmen en den een Stecker schnieden en op dat halt leien. Aber door kein 4 non leien. En ik word den anderen Ball ruitmaken en op dat halt leien en door kein 4 non leien. Lot de Balsprofeten den Noemen van Ehren God aanroepen. En ik word den Herrn zijn Noemen aanroepen. En dan lot wie den, die met 4 antwoorden wordt, God zijn. En verstaan? Dat ganze volk zegt, ja, dat is recht. En Elia zegt zu de Baalsprofeten, welchen einen van de beiden Baales? En merkt den dat eerste rij. Die zijn een deel. Ruipt ihnen Gott zijn Noemen aan, aber leicht kein 4 doen aan. En zij nemen den Bal, den aangegeven weer, en merken den ruid, en ruipt de Baal zijn Noemen aan. Van morgen tot middag. Zij zeiden Baal, antwoord ons. En zij merken er gedoonten ram dem altaar, den zij gemerkt hadden. En als dat middag wordt, spot Elia aan en zegt, ruipt zij luid. Hij is toch een God. Hij is vielleicht diep in Gedanken. Oder heeft dat sehr druk. Hij is vielleicht weggegangen. Oder angeschlopen. Dat je am abwatje zullen. En zij ruipte luid. En schneide zich met schweren spießen. Zoals zij dat mij mal deide, wat zij met bloed per hand weer. En den ganzen Nachmittag merken ze gedoonte als profeten, wat dat tijd weer dat Etensopfer te brengen. Aber du wir keine Stern en keine Antwoord. Du wir kein Teken van dem, wem zij aanruipte. En dan zegt Elia zu dat ganze volk, komt er mal alle dicht bij mij. En zij schijmen alle dicht bij aan. En Elia bød dem Herrn zijn altaar war er ab, die dolgerete weer. En hij nam 12 steinen, zoals door stam van Jacob zijn zeens weer. De Herr had dem Stammvater Jacob gesagt, du sollst Israel heute. En hij bød met de steiner einen altaar en dem Herrn zijn Noemen. Rondom dem altaar merkt hij eine groef, groot genoeg voor 10 kilo zout. Dan leed hij dat halt dan op, snijdt den bal een stekker en leed dat op dat halt. En hij zegt, brengt mal 4 krukken met water. En juist hij op dat afval, dat halt nog. En hij zegt, doe dat nog eenmaal. En zij duiden dat nog eenmaal. En hij zegt, doe dat nog ten derde maal. 3 maal, 4 krukken. 12 steinen voor de 12 stam Israëls. Dat water ran van altaar af en veld de groef met water. En als de tijd weer dat etensopfer te brengen, ging Elia naar dem altaar en beet. Herr, du God van Abraham, Isaac en Israël, laat dat van jou te zijn dat du de God in Israël bent. En dat ik deiner zie, bewijs dat ik dit in dienen aanordnung gedaan heb.
antwoord mij, Herr. Antwoord mij, zodat dit volk weten wordt dat du, Herr, God bist. En dat du aan dat hart worst reinmaken. Dan valt er vuur vom Himmel. En dat verbrennt, dat brandopfer, dat halt, de steiner en de eerd. Dat lijkt dat water uit de groof uit. Als dat volk dit zag, vallen zij alle op ihr gezicht en zeiden, de Herr is God. De Herr is God. Aber Elia sagte an, grijp de Baalspropheten dat China van aan wegkomt en zij grijpen die en Elia bracht de rauf naar dem Kishon River en bracht die door am. En Elia sagte Ahab, go op en eet en drink, weils ik hier dat runsen, zoals van dat reine wel. En als Ahab napt ging zum eten en drinken, ging Elia op dem Karmelberg nappert boven. En durchschneid hij zich bad de eerd en leed zijn gezicht waschen sie niet neu. En hij zei te zijn diener, go en check nog meer. Die ging en checkt en zei, du hast nichts. En Elia zei, go verder. 7 Mal hintereinander. En als hij dat 7e Mal checkt, zegt hij, horch mal. Da kommt eine kleine Wolk von mir ab. Der ist so groß als ein Mann seine Hand. En Elia sagt zu den Dienern, go und sei Ahab, hij soll anspannen en rauffahren, dat de regen am nicht abhält. En in eine korte Tijd, wie de Himmel dunkel van wolkje en wind, en dat regen säuer. Ahab stieg op dem Wehr en fuhr auf naar Jezreel. En Elia kreeg kracht vom Herrn, en hij nam zich zijn Kleider vast, en ran ver Ahab naar Jezreel. Ich habe gerade einmal eine Frau gestellt, was versteht unseren Gott? Zoals ihr schon angedient, das 4. Kapitel, im Kapitel 17 von 1. Könings, wo dort all die Erfahrung mit den 3 anfängt, und wo Gott Elia und so als auch die Witfrau mit ihren Sehen versorgen deed, en durchstrouwen deed, sei wie dort nu auch in diesem Kapitel 18, dort die harte Zeit wieder geht. Du erst mal was ihren Gott versteht hat. Sei erkennen bloß nicht wörtlich Wort. Weil jetzt uns dort verkommens, wann bei uns Wort versteht wird. Sieht wie nicht leicht dran, wer kann der Schuldiger sein? Wissen Sie euch in diesem Uitleg angekommen, was mich versteht hat? Sieht wie nicht leicht, entweder Personen oder selbst Umstände um uns herum, die schuld sind an dem Schicksal, in dem wir angekommen sind? Dem ersten Gedanke, was ich da rausheben möchte, ist, sieht die Schuld nicht bei anderen oder bei den Umständen. Die Israeliten hatten das ziemlich klar und angefangen beim König Ahab, wer Israel versteht hat. Als der Elia das erste Mal zu sein kriegt, dann sagt er, du hast Israel versteht. Du bist das Problem, dass wir so lange ohne Regen sind. Du bist das Problem, dass unsere Tiere alle durchkommen. Du bist das Problem, dass unsere Menschen alle Hunger haben. Du bist das Problem. Elias unterbreitet am, während Ahab so voll Flamme ist, und Elia vom Boden wünschen möchte und sagt, nee, warte mal her. Ich habe Israel nicht versteht.
du hast aber einen Grund, was Israel versteht hat. Und er sagt, aber so als du in den Vater geregiert habe. Je habe dem Herrn Bütte gelut. Je habe euch fangt jene Konzentration auf Baal zu lenken. Und je habe dem ewigen Gott Rüt gesagt und habe jene einen anderen Gott gemerkt. Der weil Urehafen nicht hier kann. Der weil Iuhafen nicht sein kann. Der weil in Mühlhafen nicht reden kann. Der hat keine Kraft. Und ab dem habe ich ihn Vertrauen gesagt. Du hast eine Sinn in den Horten angekommen. Der Sinn hat sich in ihren Leben eingeschlägt. Und der ist dort, der jünd versteht hat. Der ist dort, was Israel versteht hat. Je haben Teillote dort Sinn in ihren Leben kommen können. Und dort ist, was Israel in den Grund gebracht hat. Und dort Leid lesen wir im Kapitel 2, Vers 15. Geriebt uns die Phase, die kleine Phase, wat den Gorde verdorven, wils ons Wingorde bleegt. We verkomen ons als ons leven im Fallen bleje. En door schlekken zich kleine Phasen an, en wie versuchen die te ignoreren. En glauben, na, dat is toch niet zo schlimm, en laat de einen en den anderen ewig lappen. En vergeten, dat die kleine Phasen sind, die ons in Gorde verstehen. Dat zijn die kleine Phasen, die plötzlich in euer Antreten anbringen. Dat sind die kleine Phasen, die plötzlich Beziehungen verstehen. Dat sind die kleine Phasen, die plötzlich uns in große Lostaschen führen. Dat sind keine große Sachen. Keine Sache fängt bloß plötzlich groß an. Klein. Sie aufmerksam nur das Kleine. Wenn das Kleine ist, was die verstehen will, nimm das fast. Nimm das fast. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Übernimm die Verantwortung für dein Handeln. Übernimm die Verantwortung für das, was du denkst. Übernimm die Verantwortung für deine Gedanken. Übernimm die Verantwortung für deine Reden. Jesus, aus dem Kreuz ging, dann soll wir im Kapitel 23 in Lukas Evangelium, ein paar Vers ab 27, en am kwamen een grote schoof mensen heran. En ook vroeger. Die bejammerde de armen hielden. Die zagen dat probleem in de omstanden. En dat leid over al dat wat er passiert weer. En wat er passiert daar. Dat wird auch schrecklich, dat an zu sein, wie Jesus zum Kreuz gebracht wird. Doch plötzlich dreht Jesus sich um und sagte an, ich sehe nicht das Problem. Die Umstände sind hier nicht das Problem. Hielt über jünd und über jene Kinder. Konfrontiert die Realität von jün enet Leben. Checkt jün Leben in die Ehe. Und Gott hat mit Frieden entgegen. Nehm Stellung dort. Je sind dort Problem. Was eine Lösung braucht. Das, woran Jesus noch Kreuz ging. Der erste Gedanke, seht nicht die Schuld in anderen. Seht nicht die Schuld in den Umständen. Dem zweiten Gedanke, den ich hier rausheben möchte, ist, der Sinn, der wird Licht gebracht und aufgeschafft. In Vers 21 sagt dazu, und Elia stahl sich vor das Volk und sagt, wie lang will je jünd auf Bethside de Lein schlapen? Ich glaube, so als heute das hier Utrecht, so ist es tatsächlich. Wer auf Bethside will, der rollt das nicht. Der schlapt das mal. Der hat das schwor. Willst du mal die Sache gespielt, was Gott sind? Und du hast ein anderes Gesicht gewesen, als du erhebt hast. Man versucht, zwei Sachen zu denken. Und wie lang will jemand noch? Stellt er das falsch vor. Wenn der Herr Gott ist, dann denkt er. Falls ihr Frieden denkt er. Wenn Baal dort ist,
dann sieht doch so viel Fried in dein Arm. Aber wacht nicht nur Regen, wenn je Baal deine Welle. Wes Baal kann je nicht Regen geben. Dann steht einfach zu Baal, bekannt dem, ein Streit für dem, ein Gott mit dem, was immer. Aber lüt nicht noch, dass Gott seine wird, wenn die Baal ja herrschen will. Bekannt je zu dem einen oder zu dem anderen, aber sieht, wer je wirklich sind. Hiert ab, mit ab 2 Wege zu gehen. Hiert ab, mit je selbst fertig. Jesus sagt dazu in Matthäus Kapitel 6, Vers 24, keiner kann 2 Herren dienen. Aber er wird einen nicht lieben können, von dem anderen viel heulen. Oder er wird an einem hängen, und dem anderen verachten. Du kannst nicht Gott dienen in dort Reichtum. Die kennen nicht Baal dienen in Gott. 2 Herren zu dienen ist eine sehr komplizierte Sache. Wenn wir dort nicht wo die Leben wollen, so ist die Bibel uns das sagt, na Amelie. Baal kann je keinen Regen geben. Bloß Gott. Und mit der Sinn muss nicht uitgehandelt worden. Gott liet uns dort in seinem Wort, dort mit das sinnhafte Leben, merkt man schon geschafft. Dort ist eine sehr klare Grenze. Wo Sinn ist und wo nicht Sinn ist. Aufgeschafft mit den Worten. Elia deut dazu, aber Elia sagte an, schrieb die Baals Propheten, dort keiner von an wachkommt. Der habe Israel verhört. Der habe Israel verehrt. Der habe Israel in den Grund gebracht. Der machte von der Bühne. Der machte wach. Da kann keiner mehr von denen überbleiben. Wir merken, keine Verhandlung mit Baal seine Deiner. Wenn wir zu Gott stehen wollen, dann haben die nicht mehr. Und dann sagt er, und ich reipe die. Und Elia brachte rauf, und Kishon Rifa, und brachte durch am. Keine Uithandlung. Mit einer sinnhaften Tod. Mit einem sinnhaften Verhör. Dem dritten Gedanke, Gott ist immer wieder bereit, sein Volk zu vergeben, wenn das 3 noch amtscheren wird. Dort ist, wird meine Bewunderung an Arm nicht abhören lässt. Immer weiter. Und immer weiter. Und immer weiter, wenn du einen eigenen Fehler merkst. Als Gott bereit, uns zu vergeben, wenn wir 3 noch ankommen. Er respektiert jedem einen von uns, wenn wir nicht wollen. Aber wenn wir 3 kommen, dann ist er bereit. Diese riesenhafte Not, die wir in Gott, was von der auch noch immer weiter finden können. Und als Elia dort Volk, dort festgestellt hat, weil sie würde erkennen, dass du ein Gott in Israel ist, mit der ganzen Opferzeremonie, was sie durchführen deuten, dann sagt er, und dann lot wie den, der mit 4 Unbünde wird, Gott sein. Alle einverstanden. Und das ganze Volk sagt, jo, dort ist reicht. Alle Volk wie einverstanden. Wenn die, was mit 4 Unbünde wird, ob das nur Baal ist oder ob das nur Gott, der Schöpfer ist, was der Himmel in ihr gemerkt hat, dem lot wie dann Gott sein. Das Volk wie einverstanden. Und als das alle durchgeführt wird, waren wir. Und dort Elia hat mit der Hilfe von das Volk die Baal-Propheten anbringen könnt, dann erweist Gott seine riesenhafte Not.
3 Jahre in 6 Monaten hat das Volk nicht rein gesehen. Dagrane, Teugebeugt, Stoff und Bläder du ben. Kein Water ging zusammen. Der Riefasch wäre uitgedreht. Man sagt, in eine Waterlache, in eine Riefasch, seine oft noch irgendwo her wird, um sich da schlapp. 3 Jahre in 6 Monaten. Und dann erweist Gott sich in seinem Charakter, wer es hei. Wenn du noch so lang dummlich gewesen bist, und Gott in Regie gedreht hast, und am verspott hast, und an dem Tag, wo du zurückkommst, wenn du dort erlebst, in dem Tag noch du es, wo Jesus am Wort ist, dann es hei rein zu vergeben. Und das, was Gott dann tut, ist großartig. Uit dem Nichts. Und Elia sagte Ahab, geh ab, drink in Aard, zie je treust, hier wird nu wat passieren. Und Ahab hört auf ab. Ich verstehe, dass hier sollte erst noch nicht Mulligkeit reingekommen mit dem Trinken eten. Als Elia all mit seinem Gesicht, was nicht Neues wie auf der Erde, und betet euch zu Gott. Und Gott wird plötzlich du in Antwort. Und Elia scheint gesehen in deiner, gut, ich mal noch mehr, sei mal auf irgendwas zu sein ist. 3 Jahre und 6 Monate, nicht eine Dreck vom Himmel gefallen, nu soll ich glauben, dass das noch regnen wird. Kann ich mich so feststellen. Wir haben ein paar Mal gesagt, der Pago hat all ihr Schreck gehabt, der Kaktus hat all gebleicht, alle Ticken sind all durchgewasst, und das fällt noch keine Dreck. So kann ich mich ein bisschen feststellen, was das im Deiner von Elia dort getan hat. Was soll ich noch mehr kicken? Als je das nicht. Na, ich habe Elia noch mit der ab nicht bloß einmal, go mal 7 Mal hintereinander. Und dann wurde er gerepen. Und dann hat der Trainer Elia und sagte, horch mal. Du kommt was ab. Du bist ein Walzchen zu sein, es ist ein Hund. Und dann sagt Elia, nu sei Ahab nicht noch lang trinken eten. Aufheben. Wann er nicht will, unjaschel. Der Regen kommt und dort wird regnen. Er sagt ihm dort, und der merkt sich über her, und Elia wird ergriffen von seiner Macht, dass er vor Ahab ran kann, dass er euer nach Israel kommt. Wie groß ist Gott seine Gnade? Das kann wir nicht messen. Aber wie leicht ist uns dort von dir? Dort aber leichte Schuld zu nehmen und sagen, der geht ja noch wieder. Die Bibel lehrt uns, der hielt ein Tag ab. Wenn je von der seine Stimme hier sagt, dann verstockt jene Horte nicht. Weißt du, ich habe einen Tag, da wird das zu laut sein. Die Israeliten können das hier erleben. Von der, wenn du Gott seine Stimme hörst, kannst du in deinem Leben Regen erleben. Regen, die nie ablegen lassen wird. Regen, die nie Kraft geben wird. Regen, die nie Mut geben wird. En je, sagt Paulus, wäre in jene Sünde jästlich dood. Als je noch so leefde, als diese Welt dort verlangt. In der unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, unjadon wäre, den jäst, die in der wirkt, die Gott nicht gehorcht. Wie leefde zu einer Zeit auch alle so als die Israeliten? Rande de Baalprofeten heran. Wie deed dat alle? Zo als dat Fleisch dat verlangt, en wordt er onze last aanstrijft, en wir van natuur her uit, und ja Gott seinen euer, so als alle anderen. Aber Gott, der ist so reich und genug, en hij is ons zo goed in zijn leven, dat hij ons met Christus taub, waar dat zum Leben bracht. Wann wir auch deut in onze Sünde wären. Der Genot war wie säulig. Gott hat uns mit Christus Jesus
typ abgeweiht und mit am typ einen Platz im Himmel gegeben. Dort hij in der toekomstige tijd ons in Christus Jesus bewijzen kan. Nu merk ik maar een Klammern op. Zoals Elia, dem Altor reutmuk. Der reutgemerkt had, met de 12 Steine, die de 12 Stammen Israëls doorstaalden. En die mensen ongeordend hadden, dat zij 12 krukken water over de Steine juiten. En God aan dat bewijzen dat alle omstanden niet imstande waren om van dat af te brengen wat hij met zijn 12 Stammen Israëls verhoudt. En dan zegt de Pfizer, wie vertreffelijk hij ongenood is. En wie zou ja goed hij ons is. Je zijn der God zijn genood. Je raad wils je leven. En dat is niet dergene woordje. Dat is een geschenk van God. Ik weet niet waar dat bij die staat, wat hier. Maar du bist kreuziger als ik. Keine uitnoem. Alle zijn wie unser Gott zijn euer gewast. War nicht mehr, dann zu einer Zeit. Und war nicht mehr, dann ist das durch Gott seine große Genut. Dort heu uns frie gekauft hat. Und wenn du von der noch einer bist, der unser Gott seinen euer lebt, dann lade ich die an. Merk Schluss mit ihm. Merk Schluss mit Baal seine Propheten. Merk Schluss mit dort, was Gott nicht gefallen hat. Grijp die kleine Phase, die du in deinem Leben ramran lässt. Merk Schluss damit. Kleine Sache, die gleich zu deinen, die Gott nicht gefallen. Hier ab damit. En laat dat seine Genot, die retten kann, und dat die kostfrei worden. Dankschön vor dem Himmel, sei ich die verdiene unbeschreibbar große Genot. Die du mit uns Menschen immer weiter hast. So hast du das damals al hast mit das Volk Israel. So klärst du von dir mit ein Volk, sondern aus uns, die nicht besser sind als das Volk damals. Haar so als die Israeliten von deiner Genot abhängig wären, so sind wir von dir, von deiner Genot abhängig. Und keiner von uns ist imstande, sich selbst zu reichen vor dir. Einzig und allein durch deine Genot. Wenn du bereit bist, uns zu vergeben, dann tja wir gerat sein. Und du bist das. Und du bist reudig, war das zu sehen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir drei noch die kommen kennen, wann wir verbessert werden. Und dass du reudig bist, uns abzunehmen. Und dass du reudig bist, uns nie bleiben zu lassen. Und das ist Genot. Dankeschön dafür, dass du so gut zu uns bist. Und dass du uns so wunderbar gelebt hast. Und dass deine Liebe für uns unbeschreibbar groß ist. Herr, schenkt, dass wir uns immer weiter an dem heilig kennen, was du uns in deinem Wort lehrt hast. Und dass wir die vom ganzen Herzen leben können. Mit all unserem Sinn, mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand. Dass du die Erste in unserem Leben sein kannst. In Jesus' Namen. Amen.